SRF 3 Fokus mit der Katrin Hönecker. Mein Gast ist Andrea Wucher. Sie hat nie einen Karriereplan im Leben gehabt. Heute hat sie dafür Berufserfahrung in 11 Branchen, ist CEO, Verwaltungsrätin und eine der wenigen Bauunternehmerinnen in der Schweiz. Damit sie auf dem Boden bleibt, meditiert sie oder spielt Golf am Morgen um 6 Uhr. Herzlich willkommen im Fokus, Andrea. Herzlich willkommen. Danke, Katrin, vielmals für die Einladung und danke, dass ihr hier sein. Wie ist dein Tag heute gestartet? Mit oder ohne Golf? Oder dort, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen? Wie muss ich mir das vorstellen? Nein, heute ist er ohne Golf gestartet. Einerseits wetterbedingt. Ich bin ehrlich gesagt schon eher ein Schönwettergolfer als ein Regengolfer. Und auf der anderen Seite habe ich heute Morgen noch ein bisschen ein volles Programm gehabt, bevor ich hierher zu dir gekommen bin. Mit noch E-Mails erledigen, mit Sachen abarbeiten, die gestern Abend noch reingekommen sind. Und damit ich hier ganz entspannt bei dir sitze und 100% bei dir kann sein. Wir sind per Du, wir haben uns kennengelernt an einem Sommerfest von UnternehmerInnen im Kanton Bern. Und dort hast du mir aber erzählt, dass du neu warst am Golfen und tatsächlich ein Fuchs mit dir zusammen quasi schon fast eingeloggt hat. Oder der hat dich einfach verfolgt? Ja, verfolgt nicht. Er hat mich begleitet, würde ich so sagen. Das war ein Leberalben. Ich liebe den Golfplatz, bin viel zu Abend Sport dort oben. Und irgendwie so bei 18 hat er mal gewundert geschaut, was da unterwegs ist. Und dann haben wir uns wieder verloren aus den Augen. Und irgendwann hat er mich dann 4 Jahre lang begleitet. Wow. Natürlich nicht als Begleitschutz, sondern weil er etwas zu essen hat wollen. Irgendeiner hat ihn wahrscheinlich mal gefuttert. Und ich musste dann einfach sagen, also getrocknete Aprikosen und Baselleckerli sind nicht so auf dem Speisplan vom Fuchs. Hat er von mir nichts bekommen und ist dann irgendwann wieder gegangen. Aber es war total witzig. Er ist wirklich so einen Meter neben mir mitgelaufen und er hat mir 4 Loch von dem Golfplatz begangen. Und das sind die schönen Erlebnisse, die du hast und das sind die Sachen, die dir helfen, runterzufahren, die dir wieder Erde zwischendurch und so in einer ganz anderen Welt zielen. Ich habe dich eingeladen, weil du ganz eine spannende Mischung mitbringst. Einerseits als starker und prägnanter Unternehmerin und andererseits als Zen-Schülerin zum Beispiel und eben Golferin mit Füchs. Ich habe dich aber auch eingeladen, weil wir ausdrücklich den Wunsch haben von HörerInnen, die uns geschrieben haben, hey, wir wünschen uns A, mehr Frauen als Gäste bei euch und B, jemanden, der ein Handwerk macht. Und okay, bei dir ist es ein bisschen Grenzfall. Ich weiss nicht, ob das unter Handwerk geht, aber du bist doch in einem Werksberuf, daheim oder zumindest als Verwaltungsratspräsidentin von der Messepark Bern AG immer wieder in den Gummistiefeln, zum Beispiel auf der Baustelle von der BA-Festhalle, die nächstes Jahr eröffnet werden. Ist da eine Alibi-Übung, du in den Gummistiefeln, oder bist du wirklich jemand, der manchmal anpackt? Nein, das ist keine Alibi-Übung. Also ich bin im Bau hängen geblieben. Ich bin zufällig im Bau reingekommen, aber ich habe am Bau hängen geblieben. Und für mich ist Bau etwas extrem Lässiges, weil im Bau musst du Probleme heute lösen oder spätestens morgen und kannst nicht sagen, wir diskutieren in 3 Wochen nochmal drüber. Ich liebe es, mit den Handwerkern zusammen unterwegs zu sein. Ich liebe die schnellen Entscheidungen auf dem Bau. Ich packe auch selber mit an. Also am Stahl-und-Fassadenbau bin ich einmal in der Aluhalle. Ich kann auch Alufenster bauen und Aluportal bauen. Das ist überhaupt kein Problem. Was ist das überhaupt? Das ist, wenn du das Gebäude anschaust und das hat eine Alufassade, da ist meistens Alufenster drin. Das sind, der Rahmen ist aus Aluminium, wird das Fenster nachher eingesetzt, also das Glas eingesetzt, da werden Dichtungen eingezogen. Das ist pures Handwerk, da wird gesagt, da wird gebohrt, da wird silikoniert und verklebt. Und auch das kann ich. Und auch dort habe ich meine Hände drin. Da habe ich überhaupt kein Problem. Ich habe nie ein Problem, meine Hände dreckig zu machen. Und ich habe nie ein Problem, auf der Baustelle durch die grössten Pfützen durchzulaufen. Das ist noch spannend. Du bist vorher reingekommen auf High Heels, schwarze, ganz in schwarz gekleidet. Und du hast gesagt, High Heels sind eines von 3 Paar Schuhe, die ich habe. Und die Stahlkappenschuhe hast du tatsächlich auch erwähnt. Genau, also die 3 Paar Schuhe in meinem Schuhschrank. Das sind Stahlkappenschuhe. Das steht, wenn ich auf der Baustelle unterwegs bin. Das sind Sneakers, wenn du gemütlich unterwegs bist. Oder wenn ich, wie halt immer, viel am Auto fahren bin. Oder sonst sind es höhere Absätze. Ja, das ist so. Du bist ja auch in einer Werker- oder Handwerksfamilie aufgewachsen, wo 7 Tage gearbeitet worden ist und du als Kind schon mitgeholfen hast. Also ich glaube, du bist vom Kinski mit quasi fast direkt in eure Garage. Genau, das ist so. Mein Kinski war näher von der Garage und wenn der Kinski fertig war, bin ich zu meinem Vater in die Werkstatt und hat dort meistens irgendein Jöppli gefasst. Ich habe mal den Schneepflug angestrichen, ich habe mal Mutter sortiert, ich habe weiss der Kuckuck was alles gemacht. Das war so ein bisschen mein Spielplatz gewesen. Klingt auch noch cool. Klingt cool, es ist lässig und es hat mich natürlich schon auch geprägt. Also ich habe gelernt, dass ein Unternehmer halt zu Abend das Telefon abnimmt, dass er am Wochenende einmal ausrückt, wenn ein Kunde ein Thema hat oder ein Problem hat. Das ist für mich selbstverständlich gewesen. Ich habe nie etwas anderes kennengelernt.
kennengelernt. Für mich ist klar gewesen, mein Vater ist am Mittag daheim und zu Abend am 5, am 6, am 8, je nachdem. Oder? Das ist, mit dem bin ich gross geworden. Und ja, die Werkstatt und die Garage, das ist mein Spielplatz und hat mich schon sehr geprägt, dass ich heute eben auch in der Technik unterwegs bin. Mein Leben ist vielleicht ein bisschen anders als bei anderen. Hast du mir im Vorfeld gesagt, so ein bisschen 0814, also nicht ganz der Durchschnitt. Was für Momente im Leben, glaubst du, hat deinen Weg ein bisschen anders gemacht als bei anderen? Ja, also ich sage immer, im Leben hast du so game-changing Days. Ja, wo du sagst, okay, von dem Tag an nimmt dein Leben eine andere Richtung. Mir ist es sicher so gewesen, dass ich mit 7 meine Mutter verloren habe, in einem tödlichen Autounfall. Das ist, ich bin morgen in die Schule, sie ist am Vormittag ums Leben gekommen, am Mittag hat meine Welt ein bisschen anders ausgesehen, und die von meinem Vater. Ich bin dann mit meinem Vater zusammen aufgewachsen, das hat mir natürlich eine andere Richtung gegeben und ich habe sehr schnell sehr selbstständig müssen sein. Weil Vater sein, ein Unternehmen führen, den Verlust von deiner grossen Liebe zu verkraften, das ist ein bisschen viel für einen Menschen, und ich habe dann intuitiv einfach gemerkt, Andrea, jetzt musst du selber zu dir schauen. Wir haben eine super Zeit zusammen gehabt. Wir sind in 2 Monaten abgehauen auf Amerika zusammen. Ich war mit 7 in Kalifornien gewesen. Ist natürlich cool gewesen, ist toll gewesen und hat mir Distanz gegeben und dem aber auch. Und das sind so Momente gewesen, die sicher in meinem Leben eine andere Richtung gegeben haben. Zweites grosses Thema war, ich bin mit 17 habe ich die Stiftung gemacht in der Swiss als Luftverkehrsangestellte. Ich bin mit 17 auf Zürich runter, bin daheim ausgezogen und bin auf dem Flugplatz gewesen, jeden Tag mit allen Religionen, allen Nationen, allen Ethnien. Die ganze Welt ist mir eigentlich permanent rundherum gewesen. Auch das hat mich sehr stark geprägt. Für mich ist das selbstverständlich gewesen. Ich habe keine Berührungsängste zu irgendjemandem. Und das habe ich schon damals mitbekommen. Und das sind für mich so Meilensteine im Leben, oder, wo dann deinen weiteren Weg halt auch entweder erleichtert oder vielleicht erschwert. In meinem Fall jetzt natürlich schwer erleichtert hat. Mhm. Lass uns noch mal schnell zurückgehen in das St. Gallische Zuhause. Wie hat denn das Beziehung zu deinem Vater vielleicht auch geprägt? Also eben, du hast gesagt, er hat viel gearbeitet, dann ist auf einmal das Mami nicht mehr da gewesen. Was hat das gemacht aus eurer Beziehung? Es hat uns natürlich sehr, sehr eng zusammengebracht. Also das ist schon so, also dem Abend, als ich erfahren habe, dass meine Mutter gestorben ist, sind wir wirklich so zusammen auf dem Sofa gesessen und haben dann geschworen, dass wir immer füreinander da sind. Weil du bist dann nachher, schweisst dich zusammen, du bist füreinander da. Da hat auch von aussen jemand schwer, in die Beziehung hineinzukommen. Ich hatte Stiefmutter, aber die ersetzt die Mutter nicht, oder? Das ist ganz klar. Ein Haufen Freunde rundherum gehabt, meine Großmütter, die da waren, die natürlich Halt und Unterstützung gegeben haben. Aber das gibt eine sehr, sehr starke Bindung, die du zu deinem Vater hast, die du als Tochter vielleicht schon hast, weil die Tochter-Vater-Beziehung schon eng ist. Aber das schweisst einen zusammen und das ist, da passt kein Blatt dazwischen. Logisch haben wir Zeiten gehabt, wo wir nicht so miteinander ausgekommen sind. Also, es ist nicht immer heiter Freude, Eierkuchen gewesen, oder? Das definitiv nicht. Aber das ist ein Mensch, der in deinem Leben nie mehr in Frage steht. Mhm. Das ist eigentlich noch ein vulnerables Alter, oder? Mit 7 ist genauso der Moment, wo du so bindungstechnisch doch eigentlich genau Bindungen festigst und merkst, hey, ich kann Vertrauen haben in das Umfeld. Und nachher dann bricht etwas weg. Was macht das? Punkt auf Verlustängste, wenn du genau das Konträre erlebst? Ja, also ich sage immer, 7 war nicht so ein schlechtes Alter gewesen, weil du kannst die Konsequenz davon noch nicht abschätzen. Du nimmst den Umstand wahr, du sagst, ja, das ist der Fakt, aber du kannst die Konsequenz nicht abschätzen, was heisst das für mein weiteres Leben, weil dein weitere Leben noch so ungreifbar ist. Ich glaube, Pubertät oder so ist schwieriger, zu einem älteren Teil zu verlieren. Bindungsängste, ja, du wirst natürlich schon zu einem einsamen Wolf, also dazu mal so zum einsamen Wölfli, oder, wo so ein bisschen allein unterwegs ist. Das merkst du in der Schule, du bist nicht in der grossen Clique dabei, du bist kein Leittier, du bist aber auch kein Mitläufer, sondern du bist eigentlich wohl, wenn du einmal für dich allein unterwegs bist. Das prägt dich schon in dem Moment hinein, weil du ein Schicksal hast, das andere mit dir schlecht teilen können in dem Alter. Das ist für andere nicht nachvollziehbar. Und ja, heutzutage bin ich natürlich schon auch mehr oder weniger der einsame Wolf, der unterwegs ist. Ich gehe meinen Weg, ich gehe den ziemlich klar. Ich bin nicht nur schwarz-weiß angelegt, ich bin meine Werte und meine Haltungen zum Teil auch schwarz-weiß. Das ist schon symptomatisch für mich. Und von dem her muss ich sagen, so, ja, ich glaube, ob du 7 bist oder 14 oder 15, du nimmst es anders wahr. Ich hätte jetzt mit 7 nicht realisiert, was das für mein Leben heisst. Das bin ich definitiv zu klein gewesen. Du bist aufgewachsen in
einem St. Gallischen Umfeld, später ein Punk geworden in deiner Jugend. Was glaubst du, was ist prägend gewesen auf dem weiteren Weg, dass du zu der geworden bist, wo du heute bist? Ja, also das ist natürlich, ich war bis 17 daheim gewesen. Mein Vater hat die Liebe von seinem Leben verloren. Ich bin das, was übrig geblieben ist von dieser Liebe. Ich bin natürlich hochbeschützt gewesen. Ich bin immer unter der wachenden Hand von ihm. Und mit 17 auf Zürich ab ist natürlich schon ein Befreiungsschlag gewesen. Da war dann schon mal Ausbrechen gewesen, Befreiung. Du gehst in den Ausgang so lange, wie du willst. Du gehst so oft in den Ausgang, wie du willst. Du bist am Wochenende, am Anfang bin ich noch heim. Wochenaufenthalt gewesen. Am Anfang bin ich auf St. Gallen. Und irgendwann ist der Moment, wo ich gesagt habe, du, weißt, wir fliegen so günstig. Ich bin am Wochenende in Paris, weil es ist günstiger, als wenn ich auf St. Gallen fahre mit dem Zug. Für meinen Vater brutal hart, oder? Ich habe heute auch ein schlechtes Gewissen. Aber dazu war es natürlich schon ein Befreiungsschlag gewesen. Dann ist auch der Punk gekommen, der Edelpunk gekommen, das Rebellische. Ich bin der Stiftung nicht die einfachste gewesen. Also meine Schulleitung und ich haben eigentlich nur noch per eingeschriebenen Brief verkehrt. Wir sind dann am schwarzen Brett gehangen. Ich bin immer so ein bisschen der Rebell und der Renitent und ich will nicht gefallen oder muss nicht gefallen. Ich habe einen extrem hohen Gerechtigkeitssinn und setze den auch durch und ich stehe für meine Sache ein. Ich nehme aber auch Konsequenz, die Sachen haben. Und vielleicht ein einfaches Beispiel nach der Stiftung wählen, wo der Herr arbeiten auf dem Flughafen. Und ich war IT während der Stiftung, mir hat das super gut gefallen. Und ich konnte 3 Wünsche aufschreiben, die der Herr will. Und bei mir ist halt immer das Gleiche gestanden. Mir ist halt immer gestanden, ich wollte in die IT. Und jetzt heisst es, Frau Wucher, jeder Stief geht mal in die Reservation. Ich sagte, ja, das kann schon sein, aber Frau Wucher nicht. Und ich bin dann nach der Stift in der IT gewesen. Spannend. Ja. Das alles hat dich geformt, bis du heute eben Topmanagerin, Unternehmerin, Verwaltungsratspräsidentin bist. Was glaubst du, was hat dort oder was bringst du mit, dass du heute zu einer Führungsperson geworden bist? Also eben, du hast jetzt schon ein paar Skills angetönt, sich durchsetzen, wissen, was man will. Und trotzdem, wie genau kommt man zu dem? Hast du das schon gehabt in der Anlage oder wo hast du das zugelegt? Nein, ich habe das sicher nicht gehabt. Ich bin am Anfang wirklich im normalen Angestelltenleben unterwegs. Ich bin 22 mit 2 Kollegen die erste eigene Firma gegründet. Wir haben 7x24 Stunden gearbeitet. Ist selbstverständlich gewesen. Ist alles okay. Bin wieder zurück, also die Firma verkauft, wieder zurück ins Angestelltenleben. Und ja, der Anspruch zum Führen und der Anspruch zum Entscheiden kommt natürlich schon auch dorthin, dass ich sage, schau, wenn ich etwas mache, will ich etwas Gutes machen. Ich will etwas Erfolgreiches machen. Und ich kann jetzt nicht nebenzu stehen und ich habe irgendeinen Chef oder irgendetwas rumeiert und das führt zu nichts, oder? Dann werde ich wahnsinnig nebenzu. Und dann fange ich dann schon einmal an einschreiten. Darum ist für mich immer klar gewesen, ich entscheide gern, ich übernehme die Verantwortung für die Entscheid, ich übernehme die Konsequenz von diesen Entscheid. Und ich habe extrem gerne Menschen um mich herum, die Potenzial haben, die ich entwickeln kann. Ich finde das die schönste und edelste Führungsaufgabe, die du haben kannst. Wenn du Menschen rundherum hast, wo du siehst, sie haben das Potenzial, sie trauen sich vielleicht nicht selber zu, sie sehen sich nicht so ganz in einer Position rein und sie nachher dorthin kannst führen. Und ihnen kannst du aufzeigen, zu was sie eigentlich fähig sind. Und das ist für mich neben dem beruflichen Erfolg, neben betriebswirtschaftlichen Erfolg schon das, was mich jeden Tag motiviert in einer Firma. Wenn ich sehe, dass Menschen über sich herauswachsen. Einfach weil es nicht die Möglichkeit ist und weil es nicht der Raum ist. Wie viel Raum gibt es denn, um das herauszufinden? Also ich meine, für das nehme ich an, brauchst du einen Deep Dive in die Skills und die Charaktereigenschaften von einem anderen Menschen. Und jetzt wissen wir, KI sortiert zum Teil schon gewisse Vorabläufe von Bewerbungsunterlagen oder man macht das vielleicht auch immer schneller. Was braucht das, um wirklich daran zu kommen, was ein Mensch für ein Potenzial hat? Ich habe eine blödsinnig gute Intuition. Mir hat man Headhunter gefragt, vor Wochen, lässt man als Frau mehr auf den Bauch als ein Mann? Und ich habe gesagt, also Entschuldigung, eine Führungskraft, die nicht auf den Bauch lässt, oder die vernachlässigt einen grossen Teil von ihrer Entscheidungsfindung. Und ich habe ein extrem gutes Bauchgefühl, eine gute Intuition, wo ich spüre, aus dem Mensch kannst du mehr machen, der will vielleicht auch mehr, aber getraut sich nicht. Und ich verlasse mich sehr stark auf mein Bauchgefühl. Manchmal wird das vielleicht der Harzberg stehen, wenn er das hört, aber das ist so. Logisch hast du eine Ratio nebenzu und du hast Zahlen und Fakten. Aber schlussendlich geht es ja darum, dich ins Gegenüber hineinzufühlen.
Und man sagt, im anderen seine Schuhe rein einmal zu gehen, wie man so schön sagt. Und man sagt, okay, wie sieht dem sein Leben aus? Oder wenn du irgendwo siehst, ein Mitarbeiter kommt nicht weiter, oder er liefert das Ergebnis, wo du einfach sagst, ehrlich, oder, genügt einfach nicht. Warum liefert er das? Was fehlt ihm? Was kannst du dazu tun? Ist er wirklich in einer falschen Position? Kommt sehr häufig vor in der Unternehmung, sind immer die gleichen Probleme, die falschen Leute am falschen Ort, die falschen Prozesse. Setzt die Leute in die richtige Position her und sie können fliegen. Ja, aber für das musst du dich mit dem Gegenüber auseinandersetzen. Und für das musst du halt dich zurücknehmen und dich nicht selber im Mittelpunkt stellen. Und ich sage immer, meine Mitarbeiter, die können hoffentlich sehr, sehr lang ohne mich in der Firma. Weil sonst habe ich etwas falsch gemacht als Führungskraft. Aber ich, ohne meine Mitarbeiter oder unsere Mitarbeiter, also nicht meine eigenen, sondern unsere Mitarbeiter, nach 5 Minuten bin ich erschossen. Ich habe keine Chance. Und darum denke ich, es ist wichtig, als Führungskraft sich zurückzunehmen und zu sagen, ich bin hier zum Verantwortung tragen. Ich trage Verantwortung für alle Mitarbeiter, für ihre Familie, dass sie ihr Haus abzahlen können, dass sie die Ferien können, dass sie die Ausbildung von ihren Kindern zahlen können. Das ist meine Verantwortung. Die Verantwortung übertragen sie mir und dann glauben sie an mich und dem werde ich gerecht und das übernehme ich mit Freude. Und auf der anderen Seite geht es aber darum, ein Unternehmen und Mitarbeiter und Menschen zu entwickeln und denen einen Job zu geben, wo sie Freude haben, wo sie am Morgen mit Begeisterung kommen, wo sie füreinander einstehen, wo sie ein gutes Klima haben, weil du verbringst sehr viel Zeit im Job. Nach Berufserfahrung bei dir in 11 verschiedenen Branchen, das ist recht breit. Was glaubst du, wie findet man dann den Job, der einem erfüllt? Oder vielleicht sogar so eine Art wie Berufung? Willst du bei dir von Berufung reden? Ja, ich würde schon von Berufung reden. In der Zwischenzeit habe ich natürlich einen sehr langen Irrweg hinter mir auch. Also ich bin auch in Job gewesen, wo ich mir gedacht habe, mal Andrea, um Gottes Willen, was machst du hier? Was zum Beispiel? Ja, also ich bin mal irgendwie verantwortlich gewesen für Vertriebsstrategie und irgendwie Gänsefüßli, wo ich mir sagen, sorry aber nach 2 Stunden, oder habe ich meinen Job erledigt, was mache ich den Rest vom Tag? Und habe mich dann aktiv natürlich wieder neu orientiert und angefangen, das ist gerade so die Webgeschichte aufgekommen sind, ins E-Business hineinzudenken und in die Webgeschichte hineinzudenken und gefunden, cool, neu, komm, machen wir. Und wie findet man seine Berufung und wie findet man seine Passion? Ich glaube, du musst neugierig sein, du musst lernoffen sein, du musst auch bereit sein, Risiken einzugehen. Und zwischen ihnen einmal zu sagen, habe ich noch nie gemacht, ich habe keine Ahnung, ob ich es kann, aber ich probiere es einfach mal aus. Es kann dir ja nichts passieren. Ja, wenn irgendetwas mal nicht funktioniert, ja, dann funktioniert es nicht, aber du kannst im Leben nicht verlieren, du kannst nur lernen und gewinnen. Und beides ist positiv. Und wenn ich etwas nicht ausprobiere, dann schaue ich vielleicht am Ende von meinem Leben darauf zurück und sage, ja, wenn ich wahrscheinlich das gemacht hätte, wäre ich glücklich gewesen. Und ich glaube, in dieser Situation wird keiner von uns jemals kommen. Ich bin noch hängen geblieben bei dem Satz, es gibt keine Niederlagen, alles ist irgendein Lernprozess. Wie ist das für dich? Also gibt's das gar nicht, dass du sagst, das ist jetzt einfach, ja, das ist jetzt einfach ein Mist gewesen, das ist jetzt einfach, da habe ich verloren, das ist schlecht gewesen. Beispiel Flybear, ja. Eine Unternehmung, ein Flugunternehmen, das liquidiert worden ist unter dir als Verwaltungsratspräsidentin, diesen Sommer. Ist das nicht einfach ein Moment gewesen, wo du hast sagen, hey? Ja, selbstverständlich, oder? Der Moment ist schon, sagst, wir haben es probiert. Ne? Als erstens gehst du mal in so eine Aufgabe rein und alle anderen rennen schreiend davon. Oder? Da kommen sie zu mir und sagen, Andrea, kannst du noch helfen? Hast du noch Ideen? Und ich gesagt, komm, wir probieren es. Ne? Wir haben das probiert, aber irgendwann musst du dann schon ehrlich sein und sagen, schau, ich kann alles geben, wir haben alles probiert, wir haben wirklich alles quer durchgedacht, wir haben mit allen möglichen Leuten geredet, aber es gibt keinen Weg und das musst du dann schon einmal akzeptieren. Oder? Das ist, irgendwo musst du deine Babys einmal wirklich einfach auf die Seite legen und sagen, funktioniert nicht, du kannst es nicht erzwingen, das geht nicht. Und dann auch die Grösse zu haben, und das gehört eben auch zu einem Verwaltungsratspräsidenten dazu, zu sagen, ich bin nicht nur da, wenn es super gut läuft und es tolle Zahlen zu veröffentlichen gibt oder neue Festhallen zu eröffnen, Ende April anlässlich von der BA. Das ist wunderschön und das ist super toll, aber du bist halt eben auch da, wenn es nicht funktioniert. Und auch dann stehst du halt her, das ist das, was ich damit gemeint habe, du übernimmst Verantwortung. Wenn du so einen Job machst, ob das ein CEO ist, ein Unternehmer ist oder ein VRP und die Verantwortung, die heisst, es ist toll oder es hat nicht funktioniert, I'm sorry about oder wir haben alles gegeben. Und eine Niederlage, ich empfinde es eben nicht als Niederlage, sondern es ist ein Faktum.
dass es nicht funktioniert. Es gibt eine Konsequenz daraus raus. Auch die ist Teil der Aufgabe. Und Niederlage ist es nur, wenn du findest, ja, ich habe vielleicht nicht alles gegeben oder wir haben nicht alles probiert oder ich habe nicht 200% Einsatz gegeben. Wenn du auf dem Spielfeld stehst und du hast einen Gegner, der einfach stärker ist als du und du gibst 200% und du verlierst das Spiel. Ja, du verlierst. Und du verlierst nicht, weil du schlecht bist oder nicht alles gehst, sondern du verlierst, weil der andere einfach besser war. Und schau, warum das der andere besser war, schau, warum der schneller war, warum der stärker ist und mach den nächsten Schritt, dass du auch dorthin kommst. Es geht ja auch ein gewisser Reiz, glaube für dich aus, wenn es nicht ganz einfache Situationen sind. Oder, du hast mir gesagt, der rote Faden in deinem Lebenslauf ist, man holt dich, wenn es schwierig ist. Wenn man etwas aufbauen muss, wenn man etwas lösen muss. Weil einfach können alle anderen. Wer löst denn deine einfachen Probleme? Wie gehst du mit einfachen Problemen um? Also muss es immer schwierig sein? Ja, es ist natürlich, ehrlich gesagt, brutal anstrengend, wenn es immer schwierig ist und herausfordernd ist. Meine einfachen Probleme, ich bin in der Zwischenzeit sehr gut im Delegieren. Muss ich so viele Sachen am Hut haben. Das habe ich früher noch gar nicht können, habe ich lernen. Und die einfachen Sachen, muss ich sagen, da braucht es mich nicht dazu. Das können andere, können das genauso gut, da muss ich nicht überall die Finger drin haben. Und ich habe auch gelernt, dass es verschiedene Wege gibt, zum Ziel zu kommen. Das Ziel ist wichtig, wie man dorthin kommt, das muss jeder selber wissen. Ich bin immer da, zum Unterstützen und zum Helfen. Aber es muss nicht immer alles nach meinem Kopf gehen. Das ist definitiv so. Und ja, irgendwo ist das Thema an mir hängen geblieben. Zu mir kommt man, wenn es schwierig ist, wenn es total verkesselt ist oder wenn man etwas ganz Neues aufbauen muss. Wenn die Leute irgendwo aus einem Grund aus mir vertrauen und mir das zutrauen, dass ich das kann und weil ich keine Angst davor habe. Also ich finde immer, wenn du Jobs auswählst, kannst du die auswählen im Sinne von, das ist herausfordernd und das challenged und das kann ich scheitern. Ich kann erfolgreich sein oder scheitern. Ich nehme immer beides in Kauf. Das ist so. Und es gibt Leute, die wählen ihren Job aus, die sagen, wow, da kannst du jetzt glänzen damit. Scheitern kannst du fast nicht. Also ich bin eher die erste Variante. Ich gehe einen Job auch ganz bewusst an, indem ich sage, ja, es kann auch schief gehen. Also die Festhalle im April eröffnet wird, ist nicht selbstverständlich. Es hätte auch schief gehen. Denn einerseits bin ich der Held von Bern, auf der anderen Seite bin ich der Buhmann von Bern. Und ich trage beides. Und ich kann beides ein und ich bin stark genug, um mit beidem umgehen. Es gibt ja das Wort im Englischen «Choose your battles». Ja. Gibt es auch Kämpfe, du sagst, nein, das mache ich nicht mehr? Ja, das kommt also ein bisschen aus der Zen-Geschichte raus. Ich kämpfe nicht mehr gegen, also ich mache keine Glaubenskriege. Was heisst das? Im unternehmerischen Sinn? Ja, im unternehmerischen Sinn. Oder? Du hast vielfach so ein bisschen Annahmen, die gewisse Leute treffen, wie gewisse Sachen stattfinden müssen. Und ich einfach muss sagen, nein, schau, wenn du nicht bereit bist, links und rechts so Millimeter abzuweichen, oder, weil einfach so irgendwo das Gefühl hast, dir geht ein Zack aus der Krone raus, dann lass die Krone, wo sie ist, oder? Das ist egal. Oder kämpfe ich nicht, ich feite nicht. Ich streite sehr wenig, wenn es darum geht, wenn die Leute andere Meinungen nicht teilen, nicht hören, sondern nur das Gefühl haben, du müsstest ihre Meinung übernehmen. Da gehe ich jedem Streit aus dem Weg. Ich unterscheide sehr klar zwischen Diskussion und ich unterscheide sehr klar zu, es will mich jemand von seiner Meinung überzeugen. Da gehe ich aus dem Weg. Und sonst Battles im Unternehmerischen, ich lerne keine Firmen an, die Sanierungsfälle sind. Mache ich nicht. Obwohl, du kannst sagen, Andrea, das wäre genau schwierig, oder? Also, jetzt bist du inkonsequent. Nein, das braucht mir zu viel Managementkapazität und zu viel Zeit. Und die Zeit habe ich nicht. Und das wäre nicht fair dem Unternehmen gegenüber und meinen anderen Unternehmen gegenüber, wenn ich mich dort noch verzetteln würde. Das ist zum Beispiel ein Battle, den ich nicht anlange im Moment. Du bist sehr oft in Männerdomänen unterwegs, in all diesen Branchen. Vorher in der Energiebranche, jetzt im Bau. Wie hast du dir da Respekt verschafft? Das müsstest du jetzt eigentlich Männer fragen. Es ist immer schwer selber zu beurteilen. Ich glaube, ich mache einfach keinen Unterschied. Ich mache keinen Unterschied, ob ich Mann oder Frau bin. Es geht um die Sache, es geht um die Unternehmung. Ich lasse mir im Mantel helfen und ich lasse mir Türen aufhalten. Ich habe kein Problem damit. Ich habe aber auch kein Problem, wenn es nicht stattfindet. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Geheimnis oder, von Frauen in Männerberufen, dass du einfach sagst, schau, wir sind auf Augenhöhe, wir haben beide unser Fachwissen, wir können beide gleich viel, wir haben das gleiche Ziel. Ob jetzt die Verpackung von mir weiblich ist oder ob das eine männliche Verpackung ist, das ist eigentlich sekundär. Das ist genau gleich, wenn ich zum Beispiel mal einen Post gemacht habe und gesagt, ich stelle nie
nie eine Frau eingestellt, weil sie eine Frau ist und ich werde das auch nie machen. Es geht darum, ich will die beste Person für eine Position. Und alle Frauen, die ich eingestellt habe, die wissen, dass sie die Beste sind von allen Kandidaten. Und nicht in den Job hineingekommen ist, wenn man gefunden hat, wir könnten mal eine Frau nehmen. Oder das dient der Frauengeschichte nicht. Und ich mache von dem her bei vielen eingeladen, wir sind Frauen-Event und Unternehmerinnen und so weiter. Das ist meine erste Frage immer, sind es nur Frauen? Eben, du machst dich immer wieder stark für Frauen und gleichzeitig sagst, hey, eigentlich brauche ich keine Sonderbehandlung. Würdest du dich als Feministin bezeichnen? Choose your battles. Choose my battle. Feministin. Ich finde immer, das ist das Wort, das hat so, wow, ein riesen Kalt, oder, wo ich fast nicht daher wage. Nein, ich glaube nicht, dass ich Feministin bin. Überhaupt nicht, sondern ich finde, es gibt nichts Besseres, als mit Männern auf einer kollegialen, freundschaftlichen Basis zusammenzuarbeiten, gemeinsam irgendetwas zu erreichen. Ich verurteile sämtliche Frauen, die heute das gleiche Spiel spielen, das Männer früher gespielt haben. Also eben, wir haben ein Frauen-Event und wir sind nur Frauen und unter uns und wir helfen einander und wir sagen, ey Girls, ihr macht genau das Gleiche, was die Männer jahrzehntelang vorgeworfen haben. Aber ist nicht Feminismus heute, dass man eben genau mit den Männern an einem Strick zusammenzieht und Männer mitsamt Feministen sind? Ja, also wenn du das so bezeichnest, natürlich, oder? Ich sage immer, das ist eine Aufgabe und wir haben die besten Fähigkeiten rundherum, die wir suchen, um an diesem Strick zu schreissen. Wir schreissen auf der gleichen Seite. Das ist dann noch wesentlich. Und das ist schon, also wenn du das so bezeichnest, ja, ganz klar. Aber für mich ist das eine Diskussion, die heutzutage, glaube ich, in der Wirtschaft einfach müssig ist. Wenn wir uns darauf konzentrieren, was wollen wir erreichen, was haben wir für Ziele und wer brauchen wir dazu? Hast du Vorbilder oder Mentorinnen auf deinem Weg? Dass du, ich meine, mir ist vorher immer noch schwarze Brett, wo eben deine eingeschriebenen Briefe mit der Schulleitung damals gegangen sind. Und irgendetwas hat dir Flügel verleiht, dass du heute eben Branchen überfliegst, als Verwaltungsratspräsidentin, als CEO, als Unternehmerin, als Erfolgreiche. Wie genau, was hat dich zum Fliegen gebracht? Eine spannende Frage. Also ich habe mir die Frage im Vorfeld auch überlegt. Ich habe natürlich jetzt im Vorfeld zu dem Interview auch viel Gedanken über meine Vergangenheit gemacht und über meinen Weg gemacht. Darum ist das wirklich auch für mich sehr spannend gewesen. Und mir ist eine Begegnung in den Sinn gekommen. Einer von unseren Kunden war ein Vorstand von der SAP und der hat mir irgendwann mal gesagt, «Schau, Andrea, if you can dream it, you can do it.» Und dazu muss ich denken, ja, Floskeln, das ist ja, gut. Das denke ich noch heute. Also, wunderbar, oder? Aber es hat halt einfach etwas. Es hat halt einfach etwas und das ist hängen geblieben, der Satz. Und zwar im übertragenen Sinn von, schau, wenn du dir etwas wünschst und wenn du etwas möchtest, dann kannst du das erreichen. Das erste Mal habe ich das erlebt in der 3. Klasse. Wir haben das Theater aufgeführt, Ende von der Unterstufe. Das war Rumpelstilzchen. Da gibt es 2 Hauptrollen. Das eine ist Rumpelstilzchen. Da bin ich erstens Mädchen und das Gross. Das ist nicht in Frage gekommen. Und die zweite Hauptrolle ist Königin. Und es hat 2 mögliche Personen gegeben für die Königin. Das bin ich und meine Schulkollegin Barbara. Und da habe ich schon gefunden, also komm Andrea, ist klar, oder, wer hier Königin ist. Und am Montag haben wir so die ersten Probe-Sessions gehabt und so weiter. Und am Montag hat Andrea halt, vom Freitag auf den Montag hat Andrea halt den ganzen Text auswendig können. Das heisst, ja, nimmst das Büchlein mit und so. Und ablesen und gesagt, das Büchlein brauche ich nicht, ich habe den Text. Und das war klar, wer Königin war in dem Theater. Und in dem Moment habe ich gemerkt, wenn du wirklich etwas willst und dafür kämpfst und überzeugt bist dafür, dann mach einfach und du kommst es über. Und ich habe Bewerbungen gehabt, ich habe Jobs gehabt, jetzt 3000 Bewerber gehabt, 30 Ausbildungsplätze als Flugverkehrsleiter, das ist 1%. Machbar. Und logisch war für mich keine Diskussion, dass ich mir den Job nicht hole. Und aus dieser Überzeugung heraus gehe ich heute alles her und sage, wenn ich etwas will, dann komme ich es über. Und das hat sich in meinem Leben immer so durchgezogen. Vorbilder, Mentorinnen, ich komme nochmal darauf zurück. Abgesehen vom Rumpelstilzli und der Königin-Rolle, wer hat es das gegeben? Nein, hat es nicht gegeben. Ich meine, eben, jetzt gerade im Bau, du bist weit eine von den wenigen Frauen, die so weit oben mitmischen. Genau. Nein, hat es nicht. Also es hat Frauen rundherum, die ich wirklich sehr schätze für den Job, den sie machen, auch im Bau, wo wir gut miteinander vernetzt sind, wo Kolleginnen sind. Aber ich habe nie Mentoren gehabt oder Vorbilder. Im Kinderzimmer ist auch nie ein Starschnitt gehängt, oder? Ich bin nicht personifiziert. Nein, zu allem Übel nicht, oder? Aber ich bin nicht der Mensch, der
andere personifizierte Vorbilder braucht, sondern für mich ist so, für mich sind Gesamtkonstellationen, mein eigenes Ich, schon die Sachen, die mich selber treiben. Ich habe natürlich jetzt auch 25 Jahre lang Zehner irgendwo zurückgeworfen worden auf mich selber und natürlich schon auch entdeckt, oder, dass sehr viel Kraft in dir selber liegt und ich schon den Anspruch habe, dass ich erstens meinen Geist beherrsche und mein Geist meinen Körper beherrscht. Wie man Gedanken kann anhalten und wie du Zen nicht Meisterin, ich glaube, als das nein, ich noch nicht bezeichnet, nie. sondern Schülerin geworden bist. Über das reden wir doch. Ich will trotzdem schnell zurück in deine Jugendzeit auf St. Gallen. Okay, es sind keine Poster an der Wand gehangen, aber du hast gerne Sound gehört oder eben du hast einen Song mitgebracht, Alan Parsons Project. Genau. Wollen wir das hören? Genau, super Wieso gut. hast du diesen Song mitgebracht? Ja, das ist, ich habe Alan Parsons in meiner Jugendzeit auf und runter gehört. Ich habe sämtliche LPs gehabt, überhaupt kein Thema. Und auch da nicht personifiziert. Das ist eine Person mit Studiomusikern rundherum. Es gibt keinen Personenkult rundherum. Du hast selten Konzerte gehabt. Das hat genau mir entsprochen. Und ausser mir hat das sonst niemand gehört. Lucifer. Auf SRF 3 im Fokus.
Lucifer, Alan Parsons Project im Fokus mit unserem Gast Andrea Wucher. Eine Wucht von Unternehmerin habe ich gefunden. Sie ist Zen-Schülerin seit 25 Jahren. Durch deinen ehemaligen Partner bist du zum Zen gekommen. Wieso ist das geblieben, das Zen, im Gegensatz vielleicht zu ihm? Oder ist geblieben in deinem Leben über all diese Jahre, über Jahrzehnte? Was fasziniert dich daran? Also Zen ist geblieben, der Partner nicht. Hätten wir das auch schon erklärt, aber das ist okay. Aber wir sind heute noch, kommen sehr gut aus und wir müssen nicht die Strassenseite wechseln, wenn wir uns begegnen. Schön. Nein, Zen, er hat Zen aktiv praktiziert. Ich habe dann seine Zen-Bücher geschnappt daheim, weil wir 2 Stunden da im Dojo sitzen, das war nicht so mein Thema gewesen, aber mir hat die Idee dahinter fasziniert und ich habe irgendwann mal gespürt, ich bin sehr viel von dem, was ich da lese, bin ich von Natur aus. Und das ist für mich nichts Fremdes, sondern etwas, was mir sehr, sehr nahe liegt und wo mir vielleicht auch eine Orientierung gibt, um zu verstehen, wie bin ich. Und warum bin ich denn vielleicht so anders, dass zum Teil andere sind. Und warum, irgendeiner hat mal gesagt, Andrea, du musst nicht Zen-Bücher lesen, du bist Zen. Oder? Ja, das ist dann leicht übertrieben, oder? Das ist definitiv nicht. Aber mir gibt Zen Möglichkeit, mich aus einer Situation rauszuklinken, aus dem Alltag rauszuklinken. Ich bin ein normaler Mensch, wie jeder auch, und ich bin nicht immer angenehm und ich raste auch mal aus und ich schimpfe auch mal und so weiter. Also das gehört alles dazu. Das hat nicht viel mit Zen zu tun. Aber ich kann mich in Situationen erstens neben mich herstellen, ich kann mich von außen beobachten und ich kann mich 5 Minuten in einen anderen Mut hineinversetzen und ich habe gelernt, Sachen anzunehmen, so wie sie sind. Ich werte nicht, ich beurteile nicht, ich begegne Menschen vorurteilsfrei, wenn immer irgendwie möglich. Und die Dualität vom Zen etwas ist, und es ist eben gleich nicht, gibt da eine gewisse, wie man sagen, Distanz oder Realitätssinn zu dem, was im Leben eigentlich wirklich wichtig ist. Und was muss ich sagen, so, weißt du was, Überlebens, ich muss morgen nicht hungern, ich sterbe nicht dran, einfach lass es mal 5 Grad sein. Das mit dem neben sich anstehen, das ist noch beeindruckend. Ich habe das gerade letzte von der Barbara Bleisch, SRF Hausphilosophin, gehört im Podcast mit dem Matze Hilscher, wo sie gesagt hat, wenn sie ganz starke Schmerzen oder eben krank ist, wenn sie sich zum Beispiel muss übergeben, dann schafft sie es, wie neben sich anzustehen und das wie auszuhalten. Das habe ich wahnsinnig faszinierend gefunden. In welchen Situationen nimmst du dich raus? Also zum Beispiel, wenn ich extrem unter Druck bin, wenn ich merke, jetzt musst du wirklich 200% liefern. Situationen, wo ich nicht wirklich entspannt bin, die für mich auch sehr fordernd sind, da kann ich nebenher stehen und mich so eigentlich von aussen hinein coachen. Wow. Ja, es ist ein stranges Gefühl, oder? Und wenn einer aus wird, denke ich, ja, du bist Wucher, oder? Also, und dann redest du mit dir selber? Ja, ich rede, es ist ein innerlicher Zwiegespräch, oder, wo du dann nachher führst, oder, wo du dich von außen anschaust, oder, und dann sagst du, Andrea, komm, ist jetzt wirklich so schlimm und reagierst jetzt richtig und bist jetzt wirklich fair und überleg doch, dort hat es vielleicht auch noch einen Weg und was hindert dich, einen Weg zu gehen oder einen Kompromiss zu gehen, was stehst dir selber im Weg, ist es wirklich so wichtig? Und so kannst du dich aus einer Situation auch wieder raus manövrieren, wo du dich vielleicht zu einfach normal emotional drin verrennt hast. Wow, ja, das klingt ein bisschen wie eine Superpower, wenn du das kannst. Ja, das kannst du natürlich nicht jederzeit und nicht 24 Stunden, das kannst du ganz gezielt abrufen. Oder du kannst dich halt mal in 5 Minuten irgendwo abmeditieren. Wie gesagt, bin gestern in die Schweiz hineingefahren. Es war Wetterumschwung, ich hatte blödsinnig Kopfweh gehabt. Andere würden Kopfweh-Tabletten greifen. Ich akzeptiere den Schmerz halt einfach und sage, ja, Andrea, du hast Kopfweh. Kopf tut weh, Punkt. Und in dem Moment ist das Kopfweh dann weg. Mhm. Das tönt eben, ich habe jetzt vorher Superpower gesagt, es tönt schon so, du hast gern, wenn es schwierig ist, du haltest es aus, wenn es weh tut. Gibt es die verletzliche Andrea? Gibt es das, wo du sagst, ja? Ja, selbstverständlich. Also die gibt's natürlich auch, oder? Also ich bin ja ein Mensch, der ein extrem breites Spektrum hat. Und ich sage immer, das Leben ist dann spannend, wenn du die ganze Klaviatur kannst spielen, also von der tiefsten bis zur höchsten Oktaven. Und das ist mein Anspruch an mein Leben und darum lebe ich so, wie ich heute bin. Und die verletzliche Seite gibt's natürlich auch. Für das habe ich meine Freunde. Und wenn ich die nicht hätte, dann würde mir der Rückzugsort fehlen. Und die Sicherheit und die Geborgenheit, die sie mir geben, einfach einmal ich sein, mich fallen zu lassen. Ich kann dort komplett loslassen und die verletzlichste Mensch sein, was ist, im Sinne von, pass jetzt einfach schnell eine halbe Stunde oder eine Stunde auf mich auf. Oder ich muss jetzt hier einfach mal schnell alles loslassen. Und für das habe ich meine Freunde. Deine Freunde sind deine Familie? Ja. Hast du mir gesagt? Du hast wenig Freunde, aber dafür eben solche, die dafür
eine Familie sind. Wie wird man deine Freundin? Oh, das ist ein langer Prozess, das ist ein jahrelanger Prozess und ich glaube, du musst ein bisschen ähnlich sein wie ich. Weil durch das, dass ich so breit bin, finden viele sich in einem Teil von mir wieder. Aber das ganze Spektrum überfordert die meisten Menschen. Oder die haben dann irgendwo sagen, jetzt verstehe ich es überhaupt nicht mehr oder jetzt habe ich gar keinen Zugang zu einer. Du musst ähnlich sein wie ich, du musst so die Dualität auch leben, du musst verletzlich sein, du musst aber auch extrem Power und Energie haben und du musst dich konsequent und permanent mit dir selber auseinandersetzen, mit der Gesellschaft und so weiter. Ich will die Intelligenz, ich will Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit. Und ich brauche Menschen, die ich 100% drauf verlassen kann. Also ich hasse nichts mehr als Menschen, die ich mich nicht drauf verlassen kann. Die sind sofort bei mir weg. Ich brauche Verlässlichkeit in meinem Leben. Und das ist ein Prozess, der sich entwickelt und hat sich bis jetzt mit 2 Menschen entwickelt dorthin, wo ich wirklich sagen, das sind Freunde fürs Leben. Oder das ist, da passt jetzt überhaupt kein Blatt dazwischen. Du bist aber auch gerne allein, fährst gerne allein Auto, mit Sound, wo man nachher noch reinhören können. Eben Sonntagmorgen um 6 Uhr Golf spielen, auch das bist du. Was bedeutet dir diese Alleinsein und das vielleicht auch geniessen? Also die persönliche Freiheit vielleicht auch? Das ist mein oberste Gut, meine persönliche Freiheit, die du ansprichst. Und die verteidigen natürlich mit Klauen und Krallen. Meine persönliche Freiheit und die Zeit, die ich allein bin, gibt mir Zeit, eben auch nachzudenken. Gibt mir Zeit, sich mit mir auseinanderzusetzen. Ich habe so viele Themen den ganzen Tag. Ich habe manchmal im Tag 3, 4, 5 verschiedene Firmen, wo ich mich damit beschäftigen muss. Meine Mailbox rein, wenn es 20 E-Mail hat, sind das 10 verschiedene Themen, wenn ich Pech habe. Und dann brauchst du dann schon auch einen Rückzugsort, oder du kannst sagen, hier ist einfach Nummer 1 und das bin zum Beispiel nur ich. Also ich könnte zum Beispiel jetzt auch nicht einer Familie gerecht werden mit Kind und das, was ich nebenzu mache, oder das ist, dann würden beides irgendwie halbpatzig machen und das bin ich nicht. Und darum ist das ein ganz bewusster Entscheid, allein zu sein. Ja, weil wenn ich etwas nicht gerecht werden kann und nicht meinem Anspruch von dem, was ich möchte bieten, in einer Beziehung, in einer Familie und so weiter gerecht werden, dann mache ich es nicht. Ja, weil das bringt beiden nichts und das wäre nicht fair. Du wirst im November 56 und du hast mir gesagt, ich freue mich, ich bin stolz darauf, wer und was ich bin. Was für ein schöner Satz. Danke. Hast du das schon immer gesagt oder ist das gewachsen und gereift mit der Zeit? Nein, das ist extrem gewachsen. Also ich habe natürlich Zeiten gehabt, wo ich gesagt habe, also, wer bin ich und was mache ich? Das ist in den letzten 5, 6 Jahren, so ab 50 Jahren, da hat das angefangen zu reifen. Und ich muss sagen, schau, da habe ich bewusst einmal überlegt, was will ich machen? Warum will ich es machen? Wie will ich es machen? Wie soll mein Leben aussehen? Wie soll mein Alltag aussehen? Und alles, was ich heute habe, sind bewusste Entscheidungen. Und ich finde immer so, die Jahre vorher, so 30, 40, wirst du so ein bisschen umgespült. Ne? Da wirst du beeinflusst vom Freundeskreis, du schmunzelst, wirst beeinflusst vom Freundeskreis, von der Umgebung, von den Arbeitskollegen und so weiter. Und irgendwann kommst du im Moment ins Leben, wo du aber sagst, schau, es ist einfach mein Leben. Und irgendwann habe ich ganz bewusst gesagt, wem sein Leben lebe ich. Und ich lebe mein Leben und ich lebe nicht das Leben von anderen. Mhm. Und du lebst es auch, indem du in den Spiegel schaust und sagst, ja, ich bin 56. Ja. Du hast zum Beispiel gesagt, also irgendwie mal retuschieren bei einem Fotograf oder was, mit diesen Fältchen gewesen. Das wäre nicht dein Ding. Nein, genau. Ich hatte ein Portrait-Shooting, weil ich ein neues Porträt hatte, weil als Frau veränderst du einmal die Haarlänge zwischendrin, hat mich keiner mehr kennt. Ich habe gesagt, Andrea, wir brauchen ein neues Foto von dir. Dann bin ich zu meinem Haus- und Hoffotograf und habe gesagt, Andrea, was soll ich retuschieren? Und gesagt, Uli, gar nichts. Also ich bin stolz auf jede einzelne Falte, die ich hier im Gesicht habe. Die sind hart erarbeitet. Und die haben ihren Grund, dass sie dort sind. Wie gesagt, ich bin 56, ich bin stolz auf das, was ich heute bin mit 56, was ich erreicht habe. Ich kann mir nicht vorstellen, aufhören zu arbeiten. Das ist für mich überhaupt nicht auf dem Plan. Das ist, ich arbeite liebend gern, ich bin unendlich gerne unterwegs. Und ich fühle mich natürlich vom Kopf her nicht 56. Ich frage Menschen immer, wie alt bist du, wie alt fühlst du dich? Die meisten sagen dann, ja, so alt wie ich bin. Das erschreckt mich immer ein bisschen. Ich bin irgendwie im Kopf zwischen 40 und 45, aber sicher nicht 56. Mein Körper ist zum Glück auch jünger oder fühlt sich jünger an, als das er ist. Und das ist schon eine Grundvoraussetzung für das, was ich mache. Du brauchst einen gesunden Geist, du brauchst einen gesunden Körper und für das
musst dich auch einsetzen und für das musst du auch etwas tun. Und dann kannst du eben herstehen und sagen, so, komm, jetzt geben wir nochmal Gas. Was machst du, um dir gut zu schauen? Ich nehme an, du schaffst vor allem viel. Was sind die, du hast vorher gesagt, irgendwo gibt es einen Raum nur für mich. Was sind die Räume, die du kannst tanken? Eben, wenn ich am Sonntagmorgen um 6 Uhr auf dem Golfplatz stand zum Beispiel, wenn ich einmal 10 Stunden am Stück durchschlafe, also ich am Wochenende die Regel, wenn ich nicht eben Golf spielen, es schläft so lange, wie es schläft. Ich schaue, dass ich mich einigermaßen gesund ernähre. Ich schaue, dass ich Zeit für mich habe und einmal einen Tag lang einfach keine E-Mail lesen am Wochenende. Oder? Das ist einfach ein Tag off und da muss ich nichts machen und ich darf alles machen. Ich kann einen Tag lang auf der Couch liegen und 5 Seiten von einem Buch lesen, das ist okay. Ich verurteile mich nicht dafür und ich fordere auch nicht von mir, dass ich einen Wahnsinnsfreizeitstress habe. Und das ist für mich so der Moment, wo ich wieder Batterien lade oder mit Menschen zusammen bin, wo mir halt Energie tanken, mit meinen Freunden zusammen bin, wo mir Energie geben und nicht Energie von mir rauben und nicht Energie ziehen. Das, bin ich 3-4 Stunden zusammen und dann habe ich wieder Power für den Rest der Woche. Ja. 11 Branchen hast du Einblick gehabt bis jetzt in deinen 56 Jahren Leben. Wenn du vorher schaust, was für Abenteuer wartet auf dich, Andrea Bucher? Katrin, keine Ahnung, kein Plan. Also in den nächsten paar Jahren sind sicher die Unternehmen, wo ich heute engagiert drin bin, inklusive die eigenen Unternehmen und die Firmenbeteiligungen in den verschiedenen VWs, wo ich bin. Aber wenn du mir sagst, Andrea, was machst du in 10 Jahren? Keine Idee. Ja, weil es kann sein, dass in 5-6 Jahren irgendetwas an mich herkommt, wo ich sage, wow, das ist spannend, oder? Das ist toll. Irgendwo auf dieser Welt, oder? Da bin ich der Mensch, der sagt, komm, machen. Schau mal drin rein, schau dir das an, gang dort drin rein. Ich bin extrem offen und ich will mein Leben lang meine Neugierde bewahren, meine Lernfähigkeit und meinen Lernwillen bewahren und die Offenheit für Neues bewahren. Das ist ja für mich etwas Essentielles in meinem Leben. Von dem her, keine Ahnung, ob es noch eine 12. Branche dazu gibt, oder? We will see. Gibt es etwas, was du schon immer mal hast lernen, aber noch nicht hast? Nein, eigentlich nicht. Eigentlich definitiv. Also viele Sachen, die ich angefangen habe zu lernen und dann irgendwann gemerkt habe, da kommst du jetzt ans Limit, da kommst du jetzt nicht weiter. Also ich habe mal Saxophon gespielt und muss sagen, ja, hat super Spass gemacht. Mein Nachbar hat es genervt, oder, wenn ich dauernd am Sonntag am Üben war. Dann habe ich mir gesagt, gut, hören wir auf, oder, weil da komme ich nie auf ein vernünftiges Level. Das stecken wir jetzt wieder weg. Aber sonst, nein, eigentlich nicht. Bleibt noch eine Frage. Gedanken stoppen. Ich habe nämlich versprochen, wir reden im zweiten Teil auch noch über, wie kann man eigentlich Gedanken anhalten oder Gedanken stoppen, weil das ist eigentlich auch eine Zen-Kür. Du machst das manchmal? Genau, ich mache das manchmal. Ich sitze an meinem virtuellen Fluss, ich sitze an der Flussböschung und schaue auf den Fluss und im Fluss sind meine Gedanken, die durchziehen. Und statt dass die halt an einem Gedanken anhaftet, Gedanken, die poppen im Kopf auf. Und vielfach bleibt man dann an ihnen hängen. Und dann fangen sie an zu drehen. Und um das Gedankenkarussell zu stoppen, setzt du dich am Fluss, schaust dem Gedanken zu, wenn er den Fluss durchabkommt und wenn er weiterzieht. Und dann kannst du ihn eben auch wieder loslassen. Da kommt irgendwann der nächste Gedanke und du schaust nur durch, wie sie vorbeiziehen. Und du haltest den Gedanken nicht an. Und das gibt eine unheimliche Fokussierung auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch eine Leere im Kopf hinein. Und durch einfach das Grübeln und das Hinterfragen und das Überdenken permanent, das hört sofort auf. Das kannst du auch machen, wenn du Abend nicht einschlafen kannst. Es hilft extrem. Nehmen wir mit. Nächsten Monat ist bei uns auch eine Unternehmerin zu Gast, nämlich Antje von Dewitz, Automarke VT. Die hat einen Unternehmerinnenpreis am anderen abgeräumt. Was glaubst du, was kann eine Unternehmerin da in der Schweiz vielleicht, oder sagen wir so, eine Unternehmerin in der Schweiz und in Deutschland, wenn du das vergleichst, welche Probleme hast du, die eine deutsche Kollegin vielleicht nicht hat, oder welche Vorteile? Jetzt wird schon fast politisch. Es wird schon fast politisch, ja, genau. Also aus der Ferne beurteilt und ohne jetzt wirklich genau drin zu sehen, ich denke, du bist in Deutschland dich eher gewohnt, dass eine Frau klar ihre Meinung sagt. Dass sie klar auftritt, dass sie halt, wenn sie ihre Meinung vertritt, nicht irgendwie als zickig angeschaut wird. Oder? Und in der Schweiz ist das immer noch so ein bisschen, ist immer noch ein bisschen komisch angeschaut. Und da bist du dann wirklich Frau. Also ich bin 100% Frau und ich liebe es, Frau zu sein. Oder? Das ist so. Das ist, glaube ich, der grosse Vorteil bei den Deutschen, dass sie einfach einen anderen Umgang untereinander haben, dass sie das gewöhnt sind, dass sie von klein auf mit dem aufwachsen, wo du in der Schweiz vielleicht eher einmal so ein bisschen schief angeschaut wirst.
musst halt einfach aushalten und was die anderen über mich denken, ist egal, das ist nicht wichtig. Aber das ist etwa so das Einzige. Und sonst denke ich, du musst einen guten Job machen und du musst liefern und dann kommst du bei beiden genau gleich vorwärts. Mhm. Du bist Führungsperson. Was glaubst du, was macht eine gute Führungsperson aus? Oder wenn Führungspersonen da draussen zulassen im Land, was kann man machen, damit man Menschen gut behandelt in ihrem Job? Ich glaube, essentiell ist Respekt und Wertschätzung. Also bring deinen Mitarbeitern Wertschätzung entgegen, bring deinen Kollegen auf gleichem Level Wertschätzung entgegen. Einfach so nichts geschimpft ist Gelob genug, oder? Wie der Süddeutsche sagt, das ist definitiv nicht. Du kennst die Leute beim Namen, wenn sie Geburtstag haben, gratuliere ich meinen Leuten zum Geburtstag. Ich gehe dort die Werkhalle durch, ich gehe jeden die Hand, egal wie dreckig das die ist. Oder? Sondern das geht nicht darum, sondern es geht darum, dass du die anderen estimierst als Mensch und als Arbeitskraft und gib Freiräume. Also es gibt nichts Schlimmeres als Micromanagement, wo die Chefs immer das Gefühl haben, sie wissen alles besser. Dann sagen wir, weißt du, mach es doch einfach selber. Sondern gib Freiräume, gib das Ziel vor, gib die Leitplanken vor und dann lass deine Leute einfach mal machen und hab mal Vertrauen in deine Leute rein. Weil deine Leute sind ja, deine Mitarbeitenden sind ja da, weil sie etwas können, weil sie intelligent sind, weil sie möchten etwas leisten. Und ein Großteil der Chefs, die ersticken da, indem sie alles selber machen. Wo ich mir immer muss sagen, so, aber sorry, ist nicht dein Job, oder? Dein Job ist 10 Jahre führen zu schauen und zu sagen, wo will ich in der Firma mit 10 Jahren sein? Und was muss ich heute dazu machen, dass wir 10 Jahre dort sind? Und das erfordert deine Leute von dir. Und den Rest lass deine Mitarbeitenden machen. Aber hör auf, da alles selber kontrollieren, oder? Das ist mein Glück, kann ich gar nicht. Ich habe so viel am Hut, das ist gar nicht möglich. Aber das ist so ein bisschen die Empfehlung, die ich den Führungskräften gerne mitgeben will. Amen. Andrea Wucher im Fokus. Sie ist die VR-Präsidentin von der Messepark Bern AG und erfahrene Unternehmerin als CEO zum Beispiel von der Consiga und Partner. Hat mich sehr gefreut, dass du heute da bist und es freut mich auch, dass ich mit dir zusammenarbeiten in dieser Stunde, aber sonst im Leben nicht, weil ich habe herausgefunden, deine Arbeitsmusik, ich könnte sie nicht aushalten. Du hast Musik mitgebracht. Du hast Musik mitgebracht, die du hörst beim Arbeiten. Und ich weiss nicht, warum. Kannst du das noch schnell erklären? Ja, klar, sehr gerne. Also ich habe Sandstorm von The Root mitgebracht. Das ist stellvertretend für so ganze Trance- und Dark-Trance-Geschichte, wo ich drin bin, bis so zwischen 20 und 30 in die Musikszene reingekommen. Und das ist Musik, die ich brauche zum Arbeiten. Wenn ich sehr schnell arbeiten muss, sehr effizient arbeiten, dann brauche ich so viele Beats. So schnell sind nachher meine Gedanken und so schnell ist der Anschlag auf der Tastatur. Da kann ich in kürzester Zeit sehr viel erledigen. Okay. Andrea Wucher, so schnell schreibt und denkt sie. Danke vielmals. Danke dir vielmals, Katrin.